Ein Mensch kann in den Himmel kommen, auch ohne Gesundheit, ohne irdische Ehren, ohne Diplom, ohne Freunde, aber niemals ohne Christus. Diese Tür kann aber ganz schnell zugehen. Aber heute ist Gnadenzeit. Heute ist die Möglichkeit, zu diesem wunderbaren Herrn zu kommen. Und es gibt ein Gebet, das Gott immer erhört, wenn es um Errettung der Seele geht. Aber das Allergrößte, das durfte ich im Juni 2004 erleben. Es war die größte Entscheidung meines Lebens, die Entscheidung für Jesus Christus. Ich war damals eigentlich am Ende. Mein Leben war ein Scherbenhaufen. Und ich stellte mir die Frage, mit wem kann ich reden, der mir die Wahrheit sagt. Und ich konnte dann mit meinem ehemaligen Religionslehrer ein helfendes Gespräch führen. Er hatte 16 Jahre vorher im Unterricht erzählt, wie Christus sein Leben verändert hat. Und er gab mir den Rat, selber die Bibel zu lesen, einen Monat im Neuen Testament zu lesen und Jesus zu bitten, dass er sich mir ganz persönlich zeigt. Und das habe ich getan. Aber dieser Satz, wenn nichts kommt, dann kannst du die Bibel weglegen, der hat mich wirklich sehr tief bewegt, dass ich dachte, also wenn das wirklich möglich ist, ein Monat, das ist ja nichts im Blick auf das ganze Leben. Und es ging nicht ein Monat, ich durfte durch das Lesen der Heiligen Schrift und auch durch besondere Begebenheiten einfach erkennen, dass er wirklich da ist. Und dann an diesem Juniabend 2004 mein Leben, so wie ich es gelebt habe, ganz Jesus Christus übergeben. Und dann durfte ich das erleben, was die Bibel in 2. Korinther 5, Vers 17 sagt. Wer in Christus ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, ein ganz Neues ist geworden. Es war der größte Tag meines Lebens. Und seither habe ich sehr viel Schönes erleben dürfen. Zum Beispiel vor 5 Jahren hier im Mitternachtsruf. Ich habe Erinnerungen, der Herr hat diese Tage ganz besonders gesegnet. Es kamen Menschen zum lebendigen Glauben und das ist nach meiner eigenen Entscheidung immer das Höchste für mich, das Schönste, wenn andere Menschen zu Jesus kommen, Frieden finden mit Gott. Ich möchte aber auch ein besonderes Erlebnis heute Abend erwähnen. Es hat auch sehr zu tun mit dem, was ich heute Abend eben auch aus dem Wort Gottes weitergebe. Es war im November, im Juni, sehr wahrscheinlich eine angehende Lungenentzündung. Ich kam vom Joggen nach Hause und es brannte schon so irgendwie in meiner Lunge. Ich sagte zu meiner Frau, oh, das war, glaube ich, nicht gut. Es war sehr kaltes Wetter. Und dann kam so eine Erkältung und das verschlimmerte sich immer mehr, bis ich dann am 14., auf dem 15. November mich entschied, ins Krankenhaus zu gehen, mich untersuchen ließ. Die Sauerstoffsättigung war nicht so gut, ich sollte hier bleiben. Und dann irgendwie durch die Behandlung eine sehr hohe Dosis Cortison und dann die Ansteckung mit einem Keim im Krankenhaus führte zu einer Superinfektion mit Bakterien. Und dann ging es ganz schnell. In wenigen Tagen hat man mich verlegt nach Aarau, von Zofingen nach Aarau. Und nach 2 Tagen sagten die können für mich nichts mehr machen. Der muss nach Zürich in die Uniklinik. Und ich merkte auch, das ist eine ganz schwerwiegende Sache jetzt. Und irgendwie rechnete ich eigentlich, dass das sehr wahrscheinlich mein Heimgang jetzt ist. Ich habe da mit meiner Frau über meine eventuelle Beerdigung gesprochen. Sie war natürlich schockiert. Aber ich konnte ihr sagen, ich habe so einen Frieden in mir. Und wenn ich jetzt gehen muss, ich weiß, wo ich hinkomme. Zu Jesus. Und dann wurde ich ins künstliche Koma versetzt und dann nach Zürich dann gebracht und die Ärzte versuchten irgendwie alles. Sie kämpften auch um mein Leben, aber nichts hat geholfen. 6 Wochen war ich im künstlichen Koma, hatte nur noch 54 Kilo. Es hat immer geblutet in der Lunge und ich wurde mehrfach operiert. Meine Frau musste mehrfach nach Zürich. Man konnte nicht sagen, ob ich die Nacht überlebe. Die Kinder haben zu Hause schon
gefragt, geht's dem Papa besser? Nein, es geht ihm nicht besser. Meine Frau war ganz offen. Ich habe das später mal gehört. Sie hat den Kindern sogar gesagt, es kann sein, dass er nicht mehr nach Hause kommt. Es gab eigentlich kaum mehr Hoffnung und meine Frau hat irgendwie schon in eine Richtung gebetet, lieber zum Herrn als mit Schäden zurückbleiben. Und dann musste sie nochmal nach Zürich und dann sagte man ihr, entweder hört es auf zu bluten und dann können wir die Maschine abstellen, weil das konnte man nicht mehr lange so weiterführen wegen Komplikationen. Oder es hört nicht auf zu bluten, dann müssen wir trotzdem abstellen zur Sterbebegleitung. Und dann am 31. Dezember kam die große Wende. Und Gott hat eingegriffen. Für die Medizin unerklärlich, sagte auch der Chefarzt der Uniklinik, meinem Hausarzt, das ist ein Freund von unserer Familie. Man kann es medizinisch nicht erklären. Das ist eigentlich ein Wunder. Und das glauben wir auch ganz fest. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken bei euch allen vom Mitternachtsruf. Ich habe gehört, oder meine Frau hat viele Nachrichten bekommen, auch aus weit entfernten Orten. Aber wir haben auch erfahren, dass auch ihr im Mitternachtsruf ganz besonders für mich gebetet habt. Also an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe auch noch 2 Schriften mitgebracht. Das eine behandelt eben genau dieses Ereignis, diese Erfahrung, die große Wende. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war eine ganz reale Erfahrung. Ich hatte Gewissheit, wirklich einen tiefen Frieden. Und ich dachte, das ist jetzt wirklich meine letzte Zeit hier auf Erden. Das kann ich vielleicht noch sagen. Meine Frau, sie hat mir ein paar Monate vorher an einem Morgen gesagt, ich hatte irgendwie einen komischen Traum. Also das hat sie sonst nicht so. Aber sie sagte mir, ich habe irgendwie geträumt, dass du stirbst. Und ich dachte so, ja, das kann ich ja jeden Tag, wenn ich unterwegs bin und so. Aber als das so dramatisch war, kam mir dieser Gedanke. Und darum war es irgendwie so, vielleicht ist es doch so. Aber der Herr hat es anders gemacht und ich darf hier weiterleben. Ich brauchte lange Zeit, um mich natürlich zu erholen. Ich musste alles wieder lernen, alles aufbauen. Und dann Ende März konnte ich zurückkehren zu meiner Familie. Und durch gute Physiotherapie, ich hatte eine super Therapeutin, hat mich richtig gefordert, konnte ich dann bereits im Juni wieder den ersten Dienst tun. Nach der Komazeit, als ich erwachte, da kam mir ein Bibeltext so lebendig ins Herz, dass ich so noch ganz schwach gebetet habe, Herr, wenn ich jemals wieder predigen darf, dann möchte ich über die Heilung des Knechtes des römischen Hauptmannes sprechen. Und das Interessante war, ein Pastor, als ich noch im Koma war, der kam einmal mit meiner Frau, der hat gebetet um einen Text und er hat genau diesen Text über mir gelesen. Ihr werdet den jetzt dann gleich hören. Dort geht es darum, dass dieser Hauptmann zu Jesus sagt, sprich nur ein Wort. Und sie hätte dann gebetet für mich, Herr, wir haben den Glauben nicht so aus uns, aber bitte greif ein. Ja, das ist dieser Text, über den ich heute Abend sprechen möchte. Und die Überschrift lautet, Gott hört Gebet. Ihr dürft gerne mitlesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Diesen Text finden wir auch parallel in Lukas 7. Aber ich lese aus Matthäus 8. Ab Vers 5. Als Jesus nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Parallel Lukas 7, Vers 2, dort lesen wir, dass er im Sterben lag. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen.
Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe unter mir Kriegsknechte. Und wenn ich zu einem sage, gehe hin, so geht er. Und zum anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solch großen Glauben habe ich selbst in Israel nicht gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Sprich nur ein Wort. Vers 8b. Im Urtext steht monon eipe logo. Das ist ein Dativ Instrumenti, also die Grammatik, das müsst ihr euch nicht merken. Dativ Instrumenti. Man könnte sagen, sprich nur mit einem Wort. Das heißt, das Mittel zur Heilung, dazu reicht ein einziges Wort von dir, Herr Jesus Christus. Davon war dieser Hauptmann überzeugt. Wenn er spricht, dann steht es da. Wenn er gebietet, dann geschieht's. Psalm 33, Vers 9. Ihr Lieben, Jesus war die Sensation in Israel. Und in diesem Kapitel 8 im Matthäus-Evangelium lesen wir so einiges von dieser Macht Jesu Christi. Er hat Macht über die Naturgewalten, Vers 26. Er hat Macht über finstere Mächte, über böse Geister, Matthäus 8, Vers 16. Jesus hat Macht über Krankheit. In Matthäus 8, Vers 3 lesen wir von einem Aussätzigen. Das war ein unheilbar Kranker. Jesus hat ihn auf der Stelle heil gemacht. Oder Matthäus 8, Vers 16, der Herr Jesus rührt nur die Hand deren Fieber erkrankten. Sie war schwer an Fieber erkrankt, die Schwiegermutter von Petrus. Und dann steht hier im Vers 15, das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm sofort nach dieser Heilung. Jesus hatte Tausende geheilt. Matthäus 15, Vers 31, so steht es, so dass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen, und sie verherrlichten den Gott Israels. Und doch, ihr Lieben, hätte es das Grundproblem von uns Menschen nicht lösen können. Denn unser größtes Problem ist nicht körperlicher Art, sondern geistlicher Art. Vom Sündenfall sind wir Menschen alle verloren. Von Gott getrennte Leute, geistlich tot. Und dieser geistliche Tod musste überwunden werden. Die Trennung von Gott aufgehoben werden. Unsere Schuld musste bezahlt werden. Und es konnte nur einer, der ohne Schuld war. Darum gab es eine Tat durch Jesus vollbracht, die alle anderen Taten weit überragt hat. Es war seine Tat am Kreuz. Als er bereit war, wie ein Schwerverbrecher, die Schuld der ganzen Menschheit auf sich zu nehmen und so einen qualvollen Tod zu sterben. Die Bibel sagt in Jesaja 53, Vers 5, er war durchbohrt
um unserer Vergehen willen, zerschlagen, um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und hier in Matthäus 8, Vers 17 steht, dass Jesus auch beladen war mit unseren Krankheiten. Und aus einer unfassbaren Liebe ging er für dich und mich an dieses Kreuz. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns erlöst. Aus der Macht der Sünde, aus der Macht des Todes, aus der Macht des Satans. Er gab sich selber zur Erlösung für alle. Steht in 1. Timotheus 2, Vers 6. Es liegt also an uns, dieses Angebot anzunehmen. Tun wir es nicht, droht uns der ewige Tod in der Hölle. Aber Gott will, dass wir das ewige Leben wählen. Und dazu ist auch heute Abend wieder eine ganz große Gelegenheit. Ja, wie wird ein Mensch gerettet? Das steht in der Bibel. Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Aber was ist das eigentlich? Bekehrung, ich möchte es mal so erklären, ist eigentlich die menschliche Seite der Errettung. Wiedergeburt ist die göttliche Seite der Errettung. Bei der Bekehrung gibt der Mensch, bei der Wiedergeburt gibt Gott. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und Gott nimmt sie ihm ab. Bei der Wiedergeburt gibt Gott das neue Leben in Jesus Christus. Und in dem Moment, wenn ich Jesus Christus bewusst aufnehme, ihm die Herrschaft übergebe, dann kommt Jesus Christus in das Leben dieses Menschen hinein und in diesem Moment wird er von Neuem geboren. Zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat die letzte Gewissheit, wenn ich sterbe, werde ich bei Jesus sein. Darf ich dich fragen, hast du das erlebt? Hast du eine Bekehrung erlebt? Hast du eine Wiedergeburt erlebt? Hast du Heilsgewissheit? Kannst du berichten von einer Stunde, von einem Tag, an dem genau das passiert ist? Wenn nicht, ich lade dich ganz herzlich ein heute Abend. Wir werden nochmal einen Liedbeitrag hören, im Anschluss an die Predigt. Dann werde ich hier beten. Alle anderen sind dann eingeladen, den Saal langsam zu verlassen, dass hier auch die nötige Ruhe ist für alle die heute Abend irgendwie gemerkt haben, das ist mein Abend. Ich will mich entscheiden für ein Leben mit Jesus, für das ewige Leben. Die dürfen dann einfach während dem Lied nach vorne kommen, hier in der vordersten Reihe Platz nehmen. Und ich möchte dann anhand einer Zeichnung mal zeigen, was die Bibel über Errettung sagt. Wie ich ganz sicher sein darf, dass wenn man meine letzte Stunde gekommen ist, wohin ich dann komme. Aber dass doch niemand nach Hause geht, ohne diese Gewissheit zu haben. Wir wollen uns mal die Frage stellen, warum hat Jesus Kranke geheilt? Erstens, einmal aus Mitleid. In Markus 1, Vers 41 sehen wir einen Aussätzigen. Und hier lesen wir, innerlich bewegt, man kann auch sagen, voller Mitleid, streckte Jesus seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Dann heilte der Herr Jesus Kranke, um seine göttliche Sendung als verheißener Messias zu bestätigen. Als Johannes der Täufer im Gefängnis saß, kurz vor seiner Hinrichtung auf Befehl des Herodes, eigentlich im Angesicht des Todes, sandte er zu Jesus und ließ ihn fragen, Matthäus 11, Vers 2, bist du der Kommende? Oder müssten wir auf einen anderen warten?
Und Jesus antwortete mit alttestamentlichen Zitaten über den Messias aus Jesaja 35, Vers 5 und Jesaja 61, Vers 1. Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Dann waren die Heilungen Jesu ein Zeichen, dass diese messianische Heilszeit, die Gnadenzeit, angebrochen war. Der Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 28, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Ein Stärkerer war da. Jesus war wirklich die Wucht damals. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, damals war es so. Nein, es ist heute noch so. Er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er kann heute noch genauso heilend eingreifen wie damals. Aber er muss nicht. Und er tut's auch nicht immer. Am Teich Bethesda in Johannes 5 gab es sehr viele Schwerkranke. Jesus heilte dort nur einen Menschen, die anderen nicht. Von Paulus lesen wir, dass er irgendwie ein besonderes Leiden hatte, dass er 3-mal den Herrn anflehte, ihm dieses Leiden wegzunehmen. Er beschreibt es wie ein Engel des Satans ihn mit Fäusten schlage. Und der Herr Jesus sagt hier, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ihr Lieben, wir haben keine Verheißung in der Bibel, dass Gott jede Krankheit wegnimmt. Ich war jetzt im Januar 3 Wochen ziemlich stark erkältet, und sehr schwach. Meine Frau auch, die Kinder auch alle krank. Da wünscht man sich schon, dass das schnell vorübergeht. Und wie haben wir gebetet? Nochmal ganz anders, als wenn es uns so eigentlich gut geht. Der Ort, wo es mal keine Krankheit mehr geben wird, ist der Himmel. Und der Himmel sollte unser aller Ziel sein, ihr Lieben. Aber dass wir den Himmel erreichen, müssen wir hier 3 Phasen durchlaufen haben. Wir müssen eine Bekehrung erlebt haben. Wir müssen eine Wiedergeburt erlebt haben. Und wir müssen in der Heiligung gelebt haben. In der Veränderung. Man kann auch sagen, immer dranbleiben. Sein Leben mit Jesus bereinigen, wenn mal was dazwischen kommt. Ist mir auch paar Mal geschehen. Und wie froh bin ich, als ich dann zu Jesus kommen durfte und sage, das war nicht gut. Bitte vergib mir. Und danke, dass du auch dafür bezahlt hast. Ich musste mich auch schon bei anderen Menschen entschuldigen, wo das Wort nicht im richtigen Ton kam. Aber das dürfen wir dann auch Jesus sagen. Und so leben wir in der Heiligung, bis wir das Ziel erreichen. Gott erhört Gebet. Wir haben gelesen, Jesus kam nach Kapernaum. Kapernaum liegt am Nordwestufer des Sees Genezareth. Und zur Zeit Jesu war dieses Gebiet sehr reich bevölkert. Durch die Fischerei und die Landwirtschaft war Kapernaum von großer Bedeutung. Hier lebten Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, Großgrundbesitzer, Kaufleute, Zöllner. Ein römischer Militärposten war dort stationiert. Und die damalige internationale Handelsroute Via Maris von Ägypten nach Damaskus führte durch Kapernaum. Das heißt, tausende Menschen haben damals Jesus gesehen. Sie haben ihn erlebt. Und ganz in der Nähe hielt er die Bergpredigt. Die größte Predigt, die je gehalten wurde. Kann man nachlesen, Matthäus 5 bis 7. Und jetzt eben in Matthäus 8
kommt er nach Kapernaum. Das war eigentlich seine Wahlheimat. Und der Text sagt, dass ein römischer Hauptmann, ein Centurio, das heißt ein Befehlshaber über 100 Soldaten, zu Jesus kam. Und wir wollen jetzt mal einige Voraussetzungen für erhörliches Beten betrachten, die wir hier beim Hauptmann erkennen können und auch daraus etwas lernen können. Erstens, er kommt zur richtigen Person, zu Jesus. Er hätte zu keiner besseren Person kommen können. Denn Jesus Christus ist in allem die erste und beste Adresse. Und mit jeder Not dürfen wir im Glauben zu ihm kommen. Er hat immer Zeit. Wir lesen, dass die Krankheit des Dieners sehr schwer war. Lukas 7, Vers 2 steht, dass der Knecht im Sterben lag. Und der Hauptmann kommt mit seinem Anliegen zu Jesus. Wir haben gelesen, Matthäus 8, Vers 5, er bat ihn. Dieses griechische Wort Parakaleo meint ernsthaft bitten, herbeirufen. Es war ein richtiger Hilferuf. Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Im Parallelbericht wird uns sogar noch gesagt, dass er gar nicht selber kam, sondern durch Älteste der Juden zu Jesus sandte. Und diese dann Jesus inständig, man kann auch sagen eifrig, eilig, eindringlich baten. Und Jesus Christus spricht postwendend eine sichere Zusage aus. Ich komme und will ihn heilen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, manchmal müssen wir lange beten. Anhaltend beten. Mit Ausdauer eindringlich beten. Meine Heimatgemeinde, als sich das damals so dramatisch verschlimmert hat, haben die eine tägliche Gebetsstunde eingeführt. Jeden Tag sind die zusammengekommen und die haben den Herrn angefleht, dass er eingreift. Und ich weiß, es waren zusätzlich Hunderte, vielleicht Tausende, die weit über die Landesgrenze mitgebetet haben. Sie haben nicht aufgegeben. Und ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal ganz schwach, also ganz dünn auch, in die Gemeinde kam, da sind viele Tränen geflossen. Dieses Wiedersehen. Und manch einer aus der Gemeinde hat gesagt, es ist unvorstellbar, was wir jetzt erlebt haben. Wir haben so gebetet. Und du bist wieder da. Es gibt ein Beispiel in der Gemeinde, in der Bibel über die damalige Gemeinde in Apostelgeschichte 12, Vers 5. Petrus war gefangen. Sehr wahrscheinlich hätte man ihn am nächsten Tag auch hingerichtet. Er war sehr gut bewacht und die Gemeinde hat gebetet. Anhaltend gebetet steht in der Elberfelder Übersetzung, Schlachter 2000, unablässig, Luther 84, ohne Aufhören. Das griechische Wort hier heißt ektenos und es bedeutet ausgestreckt, in der höchsten Intensität. Das ist also nicht die Zeit, die hier betont wird, die Länge des Gebets, sondern die Intensität. Es ist dasselbe Wort wie in Lukas 22, Vers 44, wo der Herr Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, sich ausgestreckt hat, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde herabfiel. Die beste Übersetzung ist vielleicht inständig oder intensiv. Von der Gemeinde wurde für Petrus inständig, intensiv gebetet und Gott achtete auf ein solches Gebet. Und er hat es erhört.
Die Gemeinde wollte Petrus zurückhaben. Ich erinnere mich an eine Evangelisation in Deutschland. Es war im Jahre 2023. Ich war in der Vorbereitung. Es ging dann noch einige Tage oder vielleicht auch Wochen. Und ich war da im Büro. Ich habe mich vorbereitet auf diese Evangelisation. Und plötzlich klingelt das Telefon. Eine deutsche Nummer. Kannte ich nicht. Habe abgenommen. Putzi. Und dann spricht einer so, ja Bruder, schön, dass du zu uns kommst und so weiter und so fort. Ich möchte dir was erzählen. Ich war nicht gläubig. Meine Frau war schon gläubig. Wir hatten eine kleine Tochter. Die wurde ganz krank. Und dann starb sie. Und das war für mich so eine Katastrophe. Dann war die Beerdigung in der Gemeinde. Kleiner weißer Saal war da vorne aufgebahrt. Es hat geregnet in Strömen. Dann habe ich gebetet. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann muss jetzt ein Sonnenstrahl auf diesen Sarg scheinen. Und in der Kürze hat es aufgehört zu regnen. Die Wolken haben sich auseinandergeschoben. Und dann kam die Sonne und ein Sonnenstrahl genau auf diesen Sarg. Dann war er wieder weg. Kurz danach, gerade nochmal. Er sagte mir, es war ein Erdbeben in meiner Seele. Ich habe mich bekehrt an dem Tag. Ich habe ihn kennengelernt. Es war eine sehr schöne Begegnung. Ihr Lieben, für Gott gibt es kein Unmöglich. Keine unheilbaren Krankheiten. Bei Gott sind alle Dinge möglich, sagt Jesus in Markus 10, Vers 27. Als ich damals zum Glauben gekommen war, ich war im Außendienst tätig, wir hatten eine Gebetsstunde über Mittag am Freitag. Und dann dachte ich, ja, da will ich mal dabei sein. Und habe mir dann die Zeit so reserviert, dass denn das möglich war. Dann kam ich zur Gemeinde und dann war eine Person da, eine ältere Frau, eine ältere Schwester. Dann haben wir zuerst ausgetauscht, so ein bisschen geredet und dann erzählte sie mir Folgendes. Dass sie ständig Kopfschmerzen hatte, zum Arzt ging, untersucht wurde und dann wurde ein bösartiger Tumor festgestellt. Die Gemeindeleitung, das hat sie dann erbeten, hat dann gebetet mit ihr, nach Jakobus 5, sie gesalbt mit Öl. Und dann haben die Ältesten gebetet, im Blick auf diese Operation. Und sie kam ins Krankenhaus und dann durfte sie da nicht essen, wurde dann vorbereitet und dann wurde noch einmal geröntgt. Sie musste dann warten und plötzlich sei eine Krankenschwester gekommen mit Frühstück. Ja wie? Darf ja gar nicht essen. Der Arzt kommt gleich. Der Arzt kommt in ihr Zimmer, zeigt das Röntgenbild, da war kein Tumor mehr da. Und diese Frau, sie ist mir so in Erinnerung, sie ist schon beim Herrn, wie die Jesus gelobt hat, ihm gedankt hat. Das hat man immer gemerkt, so aus tiefstem Herzen. Ein anderes Beispiel, auch die Heimatgemeinde von mir, die erste Gemeinde damals in Chur. Das war aber vor der Zeit, als ich da hineinkam. Da war eine Familie, der Mann hatte sich bekehrt, der war ein hoher Mitarbeiter in dem Architekturbüro von Domenik, einer der reichsten Männer, glaube ich, in der Schweiz. Und der hatte einen ganz gut bezahlten Job. Und dann begegnet er Jesus und hängte seinen Job an den Nagel, machte theologische Ausbildung. Und jetzt war er in der Gemeinde und plötzlich wurde bei ihm Leukämie festgestellt. Und zwar in einer Art und Weise, dass er gar nicht lange Lebzeit mehr habe. Es war natürlich ein Hammer. Und er hat mit seiner Frau gesprochen, wenn ich jetzt sterbe, ich möchte, dass du auch um der Kinder willen, sie hatten, glaube ich, schon 3 oder 4 Kinder, wieder heiratest. Und jetzt wurde auch da, es wurde gebetet für ihn auf seinen Wunsch. Die Ältesten haben über ihn gebetet, ihn gesalbt, im Namen des Herrn. Und es war dann wieder ein Untersuch.
und es waren keine Krebszellen mehr sichtbar. Der Mann ist seitdem geheilt, dient dem Herrn. Und als ich wieder gesund geworden war, ich war dann in der Heimatgemeinde meiner Frau, ehemalige Heimatgemeinde, und sollte dort ein bisschen erzählen, auch von der Zeit und ein Zeugnis geben. Und im Anschluss kam ein Mann auf mich zu, ich kannte ihn schon, und dann erzählte mir, weißt du, Michael, ich habe jeden Tag für dich gebetet. Es hat sich überhaupt nichts verändert. Und irgendwann war ich richtig entmutigt, dass ich gesagt habe, ja Herr, was soll ich denn noch beten? Da passiert ja nicht. Soll ich denn beten, dass der aufstehen soll und aus dem Krankenhaus gehen soll? Und dann sei es ihm so gewesen, wie so innerlich es geheißen, mach doch das mal. Und dann kamen ihm die Tränen und dann sagte er mir, und bald, kurz danach, hieß es, das geht dem Michael besser. Im Blick auf die Erhörung dieses Gebets des römischen Hauptmanns haben wir jetzt gehört, er kam zur richtigen Person. Er kam zu Jesus. Zweitens, er kam mit der richtigen Haltung zu Jesus. Der Hauptmann sagt hier in Matthäus 8, Vers 8, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Parallel Lukas 7, Vers 7, darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen. Und in diesem Parallelbericht Lukas 7 hätte sich der Hauptmann, ich denke, wirklich etwas einbilden können. Er lebte ein sehr vorbildliches Leben. Und seine Bitte für seinen Knecht entsprang aus einer tiefen Nächstenliebe. Wir lesen auch in Lukas 7, Vers 2, sein Diener war ihm viel wert. Und einige der Ältesten, sie kamen zu Jesus und sagten über ihn, er ist würdig, er liebt unsere Nation, er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Doch nichts von diesen Vorzügen bringt dieser Hauptmann. Im Gegenteil, Herr, ich bin nicht würdig. Er kommt in Demut zu Jesus. Und was sagt uns die Bibel? In Jakobus 4, Vers 6, dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Wenn Gott heilend eingreift, natürlich, denn immer aus Gnade. Es ist ein Geschenk. Aber Demut macht uns angenehm vor Gott. Es ist eine Eigenschaft Jesu. Und bei ihm dürfen wir Demut lernen. So sagt der Herr, ich bin von Herzen demütig, lernet von mir. Matthäus 11, Vers 29. Und ich denke, je mehr mich Jesus erfüllen kann, je mehr er Herr sein darf in meinem Leben, desto demütiger werden wir. Und da bin auch ich noch viel am Lernen. Jemand hat das mal so schön gesagt, der Mensch ist wie eine Ähre in Gottes Hand. Je voller sie ist, desto tiefer neigt sie sich. Dieser Hauptmann erkannte, ich bin eigentlich nichts vor diesem großen Herrn. Das bewies er durch seine Haltung. Lieber Zuhörer, du wirst nie zu Jesus kommen, bevor du in Demut zu ihm kommst. Wer ist eigentlich unser größter Feind neben dem Teufel? Es ist unser Stolz. Und Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen. Aber dem Demütigen, das haben wir schon gehört, gibt er Gnade. Aber wenn der Mensch einmal seinen Stolz aufgibt, dann ist das größte Hindernis aus dem Weg geräumt. Menschenfurcht, so steht es in Sprüche 29, Vers 15, ist ein Fallstrick des Teufels. Ja, was denken da die anderen? Wer bin ich dann, wenn ich sage, ja, ich gehöre jetzt auch zu Jesus?
Und ich denke, es werden einmal Menschen in der Hölle sein. Die waren in solchen Veranstaltungen. Sie haben das Wort Gottes gehört, von der Liebe Gottes, vom Heiligen Jesus Christus, was er erlitten hat, damals am Kreuz. Und sie waren gerufen. Gott hat sie gezogen. Aber sie sind nicht gekommen. Wir sehen, der Hauptmann kommt in der richtigen Haltung. Er kommt in großer Achtung vor Jesus. Er kommt in Demut. Und drittens, er kommt im Glauben an die Allmacht Jesu. Herr, sprich nur ein Wort. Dann wird mein Diener gesund werden. Und er begründet diese Aussage damit, dass er selber unter Befehlsgewalt steht, der Obrigkeit untertan. Mit anderen Worten, du brauchst gar nicht unter mein Dach zu kommen, dort wo mein Diener liegt. Wer Autorität besitzt, muss für diese Aktion nicht vor Ort anwesend sein. Es reicht, wenn du nur ein Wort der Heilung aussprichst, unabhängig von wo du es aussprichst. Wow! Ist es nicht zu hoch gegriffen? Nur ein Wort. Gibt es Beispiele, wo der Herr Jesus mit nur einem Wort oder wenigen Worten gewaltig gewirkt hat? Ja, viele. Matthäus 8, Vers 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort. Matthäus 8, Vers 3, das haben wir schon betrachtet. Der Aussätzige warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus streckte seine Hand aus und dann sagt er, Telo, ich will. Und sogleich wurde er rein von seinem Aussatz. Markus 4, Vers 39, die Jünger sind mit Jesus im Boot, ein mächtiger Sturm. Das Schiff beginnt zu wanken. Jesus schläft. Sie wecken ihn auf. Und Jesus wacht auf, bedroht den Wind und spricht zum See, schweig, verstumme. Und dann sagt die Schrift hier, der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Lukas 8, Vers 54. Jesus erweckte die verstorbene Tochter des Synagogenvorstehers Jairus vom Tode. Er nahm sie an der Hand und spricht, Egeire, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sogleich stand sie auf. Ihr Lieben, das Geheimnis dieser wunderbaren Berichte liegt in den Worten Jesu. Matthäus 28, Vers 18. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann gibt es ein Wort von Jesus ausgesprochen, das alle anderen Worte zur Heilung, die er ausgesprochen hat, weit überragt hat. Es war dieses Wort, als er am Kreuz nach den schlimmsten Folterungen, nach 6 Stunden Qual ausrief, Tetelestai, es ist vollbracht. Und in diesem Augenblick wurde der gerechte Versöhnungspreis für alle Menschen, aller Zeiten, für alle Sünden von Jesus vollkommen bezahlt. Und unser Heil ist ein für allemal vollendet, als Jesus dieses mächtige Wort ausgerufen hat. In diesem Moment wurde der Vorhang im Tempel von oben bis unten zerrissen. Das heißt, der Zugang zu Gott ist für alle Menschen frei. Jeder darf kommen. Die Erde bebte, die Felsen spalteten sich. Es war eine Schreckenssekunde für Jerusalem. Ein Hauptmann, der damals das mit eigenen Augen dann miterlebt, der sagte voller Furcht, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Matthäus 27, Vers 54. Und dann blieb ja Jesus nicht im Grab, sondern er auferstand leibhaftig und sichtbar für viele Zeugen
aus dem Tode. Und ihr Lieben, an ihm entscheidet sich unsere Ewigkeit. Himmel oder Hölle. Jesus ist der Herr, der Kyrios, der Befehlshaber, der oberste Befehlshaber und kommende Richter der Menschheit. Und in diesem Glauben kam dieser Hauptmann zu Jesus her, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Er war überzeugt, er kann das, ist überhaupt kein Problem. Er ist der Schöpfer, er hat Macht über jede Zelle in unserem Körper. Und wir sehen hier die Reaktion von Jesus Christus, als er es hörte, wunderte er sich über diesen Glauben des Hauptmannes. Amen, wahrlich, ich sage euch, selbst in Israel habe ich nicht so großen Glauben gefunden. Jesus wunderte sich. Aber es gibt noch eine Stelle, wo wir sehen, dass Jesus sich gewundert hat. Nicht über den Glauben, sondern über den Unglauben in seiner Vaterstadt Nazareth. Er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Er wunderte sich über ihren Unglauben. Ich möchte an dieser Stelle etwas Wichtiges auch erwähnen. Heute gibt es Gläubige, ich denke ernsthaft Gläubige, die sagen, wenn doch nur mehr Wunder geschehen würden, dann würden viel mehr Menschen glauben. Stimmt das? Wie war das damals in Kapernaum? Gerade hier hat der Herr ja seine größten Machttaten vollbracht. Und hört, die allermeisten bekehrten sich nicht. Und darum sprach der Herr einen Fluch über diese Städte aus. Hört mal ganz gut hin. Matthäus 11, ab Vers 20 und folgende. Da fing Jesus an, die Städte zu schelten, in welchen die meisten seiner Machttaten geschehen waren, weil sie doch nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis an den Himmel erhoben bist, du wirst bis zum Hades, Totenreich, hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Machttaten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, es wird dem Lande Sodom erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir. Und man kann das nachlesen. 638 nach Christus kam das Gericht über Kapernaum. Kapernaum wurde zerstört und nie mehr aufgebaut. Die Worte Jesu erfüllen sich. Und der Herr gebrauchte diese Begegnung hier mit dem Hauptmann, um über die wichtigste Angelegenheit unseres Lebens zu reden. Er sagt hier in Matthäus 8, Vers 11, ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tisch liegen werden im Reich der Himmel. Gemeint sind Menschen, die nicht jüdischer Abstammung sind, aber weil sie an Jesus glauben, das heißt, sich bekehrt haben, ihr Leben bereinigt haben mit dem Herrn, Jesus Christus angenommen haben als ihren Herrn und Heiland, sie eben gerettet sind für Zeit und Ewigkeit. Auf der anderen Seite sagt der Herr Jesus, aber die Söhne des Reiches, und damit sind diejenigen gemeint, die sich aufgrund ihrer jüdischen Abstammung eigentlich in den Himmel gedacht haben. Darum kommen wir in den Himmel, ohne diesen Jesus. Über die sagt er, die werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis.
Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Ihr Lieben, das sagt die Bibel ganz deutlich. In der Ewigkeit gibt es nur 2 Gruppen Menschen. Nur 2 Orte. Und diese 2 Gruppen sind Errettete und Verlorene. Es war während meiner Bibelschulzeit damals Beat Dabri, der war ja letztes Jahr bei euch. Er war der Evangelistiklehrer, hat so einen Blogkurs gehalten. Wir haben wunderbare Dinge gehört damals. Die Aufgabe zum Unterricht war, entweder ein evangelistisches Gespräch führen auf der Straße, also mit jemandem ins Gespräch kommen, das Evangelium erklären und so, oder eine evangelistische Predigt halten. Etwa 20 Minuten. Ich habe mich dann für diese Predigt entschieden in einer Jugendgruppe. Ich habe mich vorbereitet und dann habe ich gebetet. Herr Jesus, bitte, schenk, dass sich eine Person bekehrt. Bitte, bitte, mach doch das. Und dann habe ich meine Predigt gehalten, ganz einfach. Ich habe über den breiten Weg gesprochen, über den schmalen Weg gesprochen. Die Predigt ging ein bisschen länger als 20 Minuten. Und dann habe ich eingeladen zur Entscheidung. Und da waren viele junge Leute. Es war im Prättigau. Aber da war eine junge Deutsche. Die kam da an diesen Ort und die hatte schon viel vom Wort Gottes gehört. Und ich habe dann alle eingeladen draußen, im Bistro kann man sich noch aufhalten, die sich entscheiden wollen, die sollen zurückbleiben. Dann war ziemlich viel Bewegung. Ich habe dann gesehen, da gehen viele raus. Und plötzlich sehe ich da, eine bleibt sitzen. Ihr Name war Lydia. Und die hat sich bekehrt, diese Deutsche. In der Zeit, wo sie in der Schweiz war. Also wir waren beide überglücklich. Sie hat mir dann einen Brief geschrieben und ich fragte dann immer, ob ich das auch mal verwenden darf. Es ist ja schon lange her. Aber das, was sie damals erlebte, das Erste, was ich direkt anschließend an meine Bekehrung erlebt habe, war so ein unglaublich großes Gefühl der Geborgenheit bei Gott. Das war eine sehr intensive und wunderbare Erfahrung für mich. Und dann ein Jahr später kam wieder ein Brief, oder ja, ein Jahr gut. Nun ist es fast ein Jahr her, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe. Ich finde es so wunderbar, wenn ich denke, was in dieser Zeit alles passiert ist. Ist es nicht wunderbar? Gestern Abend war ein Jugendabend. Wir hatten eine wunderbare Versammlung. Das Größte, eine Person hat sich ganz bewusst für Jesus Christus entschieden. Und wisst ihr, was das ganz Gewaltige ist? Der ganze Himmel freut sich. Der ganze Himmel kommt in Bewegung wegen einer einzigen Person. Natürlich sind wir dann auch überglücklich und wir haben dann zusammen Jesus gedankt und nochmal gebetet. Das war gewaltig. Wer in den Himmel kommen will, muss einmal hier in diesem Leben sich bekehren und Jesus Christus bewusst aufnehmen als Retter und Herrn. Ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt wird niemand ins Reich Gottes hineingehen. So hat Jesus selber gesagt. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3, Vers 3. Und Offenbarung 20, Vers 15 hört nochmal ganz gut hin. Wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er geworfen in den feurigen Pfuhl. Ihr Lieben, das darf uns nicht passieren. Heute ist Gnadenzeit. Diese Tür kann aber ganz schnell zugehen. Und der Herr nimmt seine Gemeinde weg. Aber heute ist Gnadenzeit. Heute ist die Möglichkeit, zu diesem wunderbaren Herrn zu kommen. Und es gibt ein Gebet, das Gott immer erhört, wenn es um Errettung der Seele geht. Apostelgeschichte 2,21. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
Wir haben heute gehört, dass Jesus das Gebet um Heilung eines Menschen wunderbar erhört hat. Des Hauptmannes Diener wurde gesund. Jesus sagt zum Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Aber ich möchte nochmal betonen, nicht jedes Gebet um körperliche Heilung wird erhört. Ich denke an einen Mann, der für mich eine ganz, ganz wichtige Person war. Entscheidend, dass ich mich bekehren konnte. Mein Religionslehrer. In der Phase, wo ich so krank war, war er auch krank geworden. Und dann ging es wieder besser. Er kam nach Hause. Und dann irgendwie war es wieder ganz schlecht. Er kam ins Krankenhaus und war gerade in der Ewigkeit. Ich habe von meiner Therapie, als ich in der Reha war, diese Abschiedsfeier im Livestream mitverfolgt. Die Kirche war voll. Die Kinder haben Zeugnis gegeben, sind schon erwachsen, sind selber verheiratet. Das hat mich so berührt. Er war so ein Vorbild und hat so vielen geholfen, Jesus zu finden. Und ich meine, 63 war er. Und er war beim Herrn. Und der Mann hat mich sehr unterstützt am Anfang, zusammen mit seiner Frau. Das waren die schönsten Abende mit ihnen. Ich konnte meine Fragen stellen und erzählen und so. Und er hat mir auch manchmal per E-Mail dann immer so ganz prägnante Sätze geschrieben. Einmal war's: Wem das Wasser bis zum Hals steht, soll den Kopf nicht hängen lassen. Aber dieses Wort, das möchte ich zum Abschluss lesen, das hat er mir damals geschrieben. Ein Mensch kann in den Himmel kommen, auch ohne Gesundheit, ohne irdische Ehren, ohne Diplom, ohne Freunde, aber niemals ohne Christus. Und das stimmt. Ein letzter Gedanke, und damit möchte ich zum Abschluss kommen. Gott möchte in den allermeisten Fällen, wenn es um wichtige Entscheidungen geht in unserem Leben, dass wir uns Zeit nehmen. Gut überlegen. Aber es gibt eine Sache, wo er uns zur Eile mahnt. 1. Mose 19, Vers 17. Eile, errette deine Seele. Wenn es um das Seelenheil geht, ruft Gott uns zur Eile. Ihr habt anfangs gehört, das ging ganz schnell bei mir. Ich hätte nie gerechnet, dass man so schnell mit dem Tod konfrontiert sein kann. Aber ich hatte diesen Frieden und ich konnte meiner Frau sagen, wenn es jetzt so kommen muss, wir werden uns bei Jesus wiedersehen. Darf ich dich ganz persönlich jetzt fragen, hast du diese Gewissheit? Wenn heute deine letzte Stunde kommen würde, wirst du bei Jesus sein? Wenn du nicht sicher bist, dann bleib doch heute hier zurück. Ich möchte das dann gleich anhand einer Zeichnung mal erklären, was die Bibel über Errettung sagt. Und lieber Mann, der du heute hier bist, vielleicht eingeladen bist, noch nicht bekehrt bist, tu doch den Schritt über die Grenze. Mach es doch. Paulus sagt, wir bitten um Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Liebe Frauen sind manchmal mutiger, wenn es um solche Entscheidungen geht. Wenn du noch nicht entschieden bist, mach es doch heute. Und ihr lieben jungen Leute, junge Männer, junge Frauen, kommt doch heute zu Jesus. Vielleicht gibt es Fragen, wir können das alles klären. Und dann können wir gemeinsam im Gebet zu Jesus kommen. Und wenn du das wirklich machst, ich kann es jetzt schon sagen, das wird der größte Abend deines Lebens sein. Hab doch Mut. Die Einladung steht. Der Herr Jesus selber ist heute hier, unsichtbar und doch gegenwärtig. Und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht
hinausstoßen. Eine ganz große Gelegenheit heute Abend. Und solltest du nicht gewiss sein, dass du gerettet bist, dann komm doch, bleib auch zurück. Ich möchte auch die Christen noch ansprechen. Vielleicht ist die Nachfolge irgendwie nicht mehr so, wie es sein sollte. Gewisse Dinge sind wichtiger geworden als die Beziehung zu Jesus Christus. Das kann es geben. Aber dann mach doch einen neuen Anfang heute Abend. Der Heilige Geist wird zeigen, die Dinge, die Jesus nicht mehr haben möchte. Dann darfst du in ein persönliches Gespräch kommen. Bleib doch auch zurück. Wer im Livestream mit dabei war und jetzt daheim denkt, oh, ich möchte mich entscheiden, aber ich weiß nicht so richtig wie, dann darfst du auf der Homepage sicherlich die Nummer finden, dich melden. Wir nehmen gerne Kontakt mit dir auf. Wir helfen gerne, wenn es um diese wichtigste Entscheidung geht. Und alle anderen sind eingeladen zum Büchertisch. Es wurde angekündigt. Ich möchte einfach beten, dass man den Raum verlässt, dass wir da im Saal einfach die nötige Ruhe haben, dann auch für alle Erklärungen. Jetzt möchte ich zum Abschluss mit uns beten und dem Herrn danken. Ja, lieber Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Danke dir für dein wunderbares Wort und dass wir diesen tiefen Einblick bekommen haben in diese Tat damals, wie du auf diese Bitte mächtig geantwortet hast. Und wir wissen und glauben, Herr Jesus, dass du der Allmächtige bist und dass du heute noch derselbe bist. Und wenn ein Mensch kommt, der gerettet werden will, dann darf er wissen, ich bin angenommen. So gib du denen den Mut, die vielleicht hin und her gerissen sind, aber eigentlich genau wissen, es ist wahr, was da gepredigt und gesungen wird. Gib ihnen den Mut, Herr. Überwinde sie mit deiner Liebe. Und hilf auch mir gleich bei den Erklärungen, dass es einfach und verständlich ist und dass auch heute Abend der ganze Himmel sich freuen kann über Einzelne, die zu dir kommen, Herr Jesus. Alle anderen segne sie, Herr Jesus, die sich dann auf den Heimweg machen. Bewahre sie, Herr Jesus, und schenke, Herr, dass sie wiederkommen, morgen früh zu dieser Versammlung. Hab Dank von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus. Amen.